Nicht immer entstehen die spannendsten Fragen in der Stille. Manchmal zeigt sich etwas erst, wenn es rebelt. Wenn das Bewusstsein sich auflöst, neu zusammensetzt und plötzlich alles anders ist. Und dann? Wie lässt sich so etwas in ein Leben mit Verantwortung, Beziehungen und Alltag einbetten? Ich habe das Gefühl, dass Psychedelika im Moment ein rechter Hype sind. Nicht nur in der Meditationsszene, sondern auch zur Leistungssteigerung und Selbsttherapie von allem Möglichen. Gleichzeitig haben aber auch viele Gäste in diesem Podcast erwähnt, dass Psychedelika für sie eine wichtige Rolle gespielt haben auf ihrem Meditationsweg. Darum wollte ich dieser Sache mal auf den Grund gehen. In dieser Folge rede ich mit der Dr. Helena Eicher. Sie ist Psychologin, Forscherin und psychologische Psychotherapeutin und eine der wenigen Fachpersonen in der Schweiz, die die Brücke schlägt zwischen Psychedelika und Meditation. Wir reden über LSD, Psilocybin, Ayahuasca und MDMA, aber auch über Meditation, Atemarbeit und das, was bleibt, wenn eine intensive Erfahrung vorbei ist. Über mystische Gipfelerlebnisse, Integration im Alltag und die Frage, wie sich Spiritualität jenseits vom Hype und Leistungsgedanken entfalten kann. Ein Gespräch über das, was es braucht, damit veränderte Bewusstseinszustände nicht nur Ausnahmeerlebnisse bleiben, sondern Wege auftun, nach innen wie nach außen. Bevor es losgeht, noch das. Der Podcast ist ein Herzensprojekt. Ganz bewusst verzichte ich auf Werbung und will ihn gratis für alle zugänglich behalten. Wenn du die Arbeit unterstützen willst, dann freue ich mich über Weiterempfehlungen, einen Kommentar oder auch kleine Spenden via Twint. Die Infos dazu findest du auf meiner Website www.meditationsszene.ch unter Spenden oder auch in den Shownotes. Jetzt aber zum Gespräch mit der Dr. Helena Eicher. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin der Lukas Wittmer. Heute rede ich mit der Helena Eicher. Dr. Helena Eicher ist Psychologin, Forscherin und psychologische Psychotherapeutin in fortgeschrittener Ausbildung. Sie befasst sich mit der wissenschaftlichen Erforschung von Psychedelika und ihrer Einbettung in die klinische Praxis. Besonders interessiert ist sie an den Parallelen zu veränderten Bewusstseinszuständen, also die zum Beispiel durch meditative Praktiken oder holotropes Atmen entstehen. Ein Thema, das sie schon früh in ihrer Forscherzeit begleitet hat. Auf diesem Gebiet gehört sie zu den wenigen Fachleuten in der Schweiz, die sowohl klinisch wie auch wissenschaftlich tätig sind. Nach dem angefangenen Studium in Bewegungswissenschaften an der ETH Zürich hat sie einen Master in Psychologie an der Uni Zürich gemacht. Ihre Doktorarbeit hat sie psychedelisch inspirierten Substanzen gewidmet, insbesondere Ayahuasca und denen ihre Wirkung auf Beziehungsprozess, Achtsamkeit, Mitgefühl und andere psychologische Mechanismen, die in der Therapie wichtig sind. Schon früher war sie Teil eines interdisziplinären Forschungsteams, unter anderem mit dem Professor Franz Vollenweider und dem Dr. Milan Scheidegger, an der Schnittstelle zwischen Neuropsychopharmakologie, Persönlichkeitspsychologie und Bewusstseinsforschung. Aktuell forscht sie an der Uni Zürich und an der Uni Basel. Ihr wissenschaftliches Interesse gilt nicht nur den pharmakologischen Effekt, sondern auch den psychosozialen und existenziellen Dimensionen von veränderten Bewusstseinszuständen. Und auch die kontextuellen Faktoren wie das Setting sind in diesem Zusammenhang natürlich wichtig. Parallel zu ihrer Forschung ist sie auch psychotherapeutisch tätig in Zürich. Ihr Ansatz ist integrativ, analytisch und körperorientiert. Helena Eicher ist eine der wenigen Therapeutinnen in der Schweiz, die zusammen mit ärztlichen Kolleginnen psychedelische Substanzen im Rahmen der beschränkten medizinischen Anwendung therapeutisch einsetzen. Dazu ist sie auch in der Weiterbildung von Therapeutinnen tätig, unter anderem als Mitglied der Schweizerischen Ärztegesellschaft für psycholytische Therapie und beratet verschiedene Organisationen im Bereich von psychedelischer Forschung und Therapie. Privat ist sie Mutter und liebt Musik, Bewegung, Natur und Kunst. Helena, vielen Dank, dass ich zu dir für das Gespräch. Hoi und willkommen da. Danke für die Einladung. Ja, es ist sehr spannend und eben normalerweise habe ich ja immer Leute, die irgendwie schon lange meditieren und das unterrichten und es geht dann einmal so ein bisschen darum, wie bringen die das in ihr Leben. Bei dir ist es jetzt vielleicht ein bisschen anders. Bei dir bin ich vor allem also eben, weil du, wie sie in dieser Biografie geheißen hat, so eine Verbindung schaffst zwischen Psychedelika und Meditation. Und Psychedelika sind im Moment, habe ich das Gefühl, so in aller Munde. Also
man fragt sich schon fast, kann man dann noch meditieren, wenn man nicht Psychedelika nimmt und irgendwie Microdosing-Veranstaltungen platzen aus allen Nähten. Und da habe ich gefunden, es wäre spannend, das mal ein bisschen einzuordnen und dann mega Freude gehabt, als ich dich gefunden habe. Und um jetzt doch ein bisschen biografisch zu starten, was hat dich dann zu dem Thema gebracht, zu dieser Verbindung von Psychedelika mit Meditation? Ja, sehr gute Frage. Also ich denke, ich bin schon relativ früh interessiert an veränderten Bewusstseinszuständen allgemein. Also eigentlich schon als Teenager, noch bevor ich dann irgendwie später in die wissenschaftlichen Bereiche gekommen bin. Also es hat mich interessiert. Ich habe auch irgendwie auch kulturell, ich habe da irgendwie darüber gelesen und bin sehr inspiriert gewesen, was es alles gibt auf der Welt. Ich glaube, das geht vielen Jugendlichen so, dass man überhaupt mal sich selber und die Welt entdeckt. Und da ist mein Interesse auf jeden Fall auch in diese Bereiche gegangen. Und so ist es dann auch gewesen, dass ich mein erstes Studium abgebrochen habe und dann doch Psychologie studiert habe, weil ich habe gefunden, das möchte ich besser verstehen. Ja, und dann habe ich da Bachelor gemacht und den Master und bin an der Klinik gsi, wo der Franz Vollenweider ein Forschungsteam hatte. Ich bin aber klinisch Praktikantin gsi. Und dann habe ich irgendwie mich für die Option geöffnet, dass ich ja auch die Forschung könnte machen, die mich effektiv interessiert. Vorher habe ich gefunden, Forschung interessiert mich eigentlich nicht so, ausser es geht um Psychedelika. Ich habe aber nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass ich das ja könnte machen. Ja, und dann habe ich mit dem Franz Vollenweider zu Mittag gegessen und gesagt, das interessiert mich. Und dann ist gerade die Meditationsstudie in Vorbereitung gewesen. Und da habe ich gefunden, ist ja super, weil das sind genau die Die Themen. war die im Felsentor mit Psilocybin. Ja, genau. Und ich habe gewusst, er macht da so Neuroforschung und im Scanner und im EEG und das ist mir alles irgendwie zu abgefahren gewesen. Inzwischen habe ich auch so Sachen gemacht, aber damals hat mich das nicht so interessiert, das mit der Neuro. Und dann ist aber das mit der Meditation gewesen und mit dem Retreat und ich habe gefunden, wow, das ist ja perfekt. Das ist genau das, was ich will. Und dann bin ich so reingerutscht. Ein bisschen Glück und ein bisschen innere Ausrichtung. Und so ist die Kombi. Ja. Und das ist von Anfang an eine Kombination von Meditation und Psychedelika in dem Fall. Es ist nie mehr um die klinische Anwendung von Psychedelika gegangen. Also die klinisch therapeutisch, weißt du, in Bezug auf Depression oder posttraumatische Belastungsstörungen, oder? Also wir können ja wie so sehen, dass wir jetzt in einer sogenannten zweiten Welle von der westlichen akademischen Forschung von Psychedelika sind. Es hat die erste Welle gegeben nach der Entdeckung von der Wirkungen vom LSD durch Albert Hoffmann. Damals hat auch die Schweiz schon eine spezielle Rolle gespielt, weil das ja da passiert ist. Genau, und dort hat es klinische Anwendung gegeben Und das ist so spät die 50er und 60er Jahre gewesen, genau, also Mitte 40er hat es angefangen und dann eher 50er, 60er, wo es so ein bisschen grösser war. Und dann hat es ja eigentlich den War on Drugs gegeben. Und in den USA ist es dann verboten worden, also die Substanzen. Die Schweiz ist da politisch immer ein bisschen anders gewesen, aber irgendwann haben sie dann auch mitgemacht mit dem Verbot. Und dann hat es so ein bisschen eine Pause gegeben, aber es ist eigentlich nie ganz weg vom Fenster gewesen. Aber es ist halt sehr, es hat noch so, es ist dann eher um Tierstudien, um mechanistische Sachen gegangen und auch schon auch so durch die Frage, ist es überhaupt toxisch, hat es so Animal Studies gegeben und mehr auch im Sinn von Harm Reduction oder so Grundlagenforschung. Und das ist eigentlich dann so der Eintritt gewesen. Also der Franz Vollenweider hat da schon auch Pionierarbeit geleistet, indem wir die Grundlagenforschung gemacht haben. Und Zürich hat dann den MRI-Scanner gehabt. Also es ist ja auch so Decade of the Brain gewesen. Und so ist das eigentlich, das ist eine Möglichkeit gewesen, zum Psychedelika zu erforschen. Also Grundlagen und erst später ist dann so die klinische Anwendung oder Erforschung wieder zum Thema geworden. Und dann, also du hast ja auch schon mal ein Gespräch gehabt mit dem Vanya Palmers. Mhm. Er hat dir vielleicht auch ein bisschen erzählt, das ist eigentlich eine Coincidence gewesen, dass die sich getroffen haben und dass man da die Felder auch zusammengebracht hat. Also es ist ja immer ein Zusammenspiel zwischen den eigenen Interessen, der Ausrichtung, das, wofür man sich engagiert, aber auch Zufall und
in wen man reinläuft, wenn man über den Weg läuft und was dann daraus entsteht. Ja. Und die haben sich dann so ein bisschen zusammengetan und so ist das entstanden. Ich möchte auf die Studie auf jeden Fall noch mal zurückkommen, Ja. bevor wir vielleicht gerade voll dort reingehen. Du hast vorher gesagt, War on Drugs in den 60er Jahren und dann sind die Psychedelika verboten worden. Und ich meine, als ich noch jung war, oder jünger, da ist das wirklich noch sehr, sehr verteufelt gewesen. Also ich habe das Gefühl, das hat sich jetzt in den letzten 5, 10 Jahren schon auch geändert, gesellschaftlich, so die ganze Ansicht. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es wissen immer noch viele Leute eigentlich nicht, was Psychedelika sind und was vielleicht auch von anderen Drogen unterscheidet. Mhm. Wie würdest du das charakterisieren für jemanden, der jetzt, also ohne jetzt irgendwie tief in die medizinische Wirksamkeit hineinzugehen, aber was unterscheidet irgendwie also was sind Psychedelika und was unterscheidet das vielleicht auch von anderen Drogen, die bekannt sind? Ja, also grundsätzlich können wir ja sagen, es gibt verschiedenste Substanzklassen, die aufs zentrale Nervensystem wirken, also irgendetwas mit dem Bewusstsein machen. Und da gibt's Medikamente, die jetzt vielleicht eher Symptome dämpfen. Es gibt Drogen, die betäuben. Also ich denke, Heroin ist zum Beispiel etwas, wo irgendwie auch Schmerzmittel in dem Sinn, also es ist natürlich nicht ein Schmerzmittel, aber wo das eher dämpft. Und es gibt wie verschiedenste Wirkmechanismen auf der Rezeptorebene und der Neurotransmitterebene. Und es gibt natürlich auch wahnsinnige Variabilität an Wirkungen und auch schädliche Nebenwirkungen oder an Suchtpotenzial. Und da, ich meine, wir kennen alle Alkohol, total verbreitet in unserer Gesellschaft, Nikotin ebenso. Und Alkohol ist eine von der wirklich schädlicheren Substanzen, die durchaus auch ein Suchtpotenzial hat. Und ja, Psychedelika sind nicht ganz ungefährlich, aber es ist wie, es kommt ein bisschen mehr aufs Setting auch drauf an. Psychedelika kennzeichnet sich eigentlich dadurch, dass sie auch die Wahrnehmung, das Emotionserleben verändern. Und sie sind relativ sicher, wenn man gut abklärt, ob man ein Risikoprofil hat. Und dann, also es gibt natürlich Patienten oder Menschen allgemein, die das nicht machen sollten, aber wenn man da ein gutes Screening macht und einigermaßen stabil ist und das in einem sicheren Setting macht, dann sind Psychedelika ziemlich sicher. Und sie sind kaum suchterzeugend. Also Und sicher in Bezug auf nicht so grosse Gefahr von Überdosis oder von irgendwie Nebenwirkungen oder von langfristigen Schäden irgendwie im Hirn oder sonst Organ. Also körperlich wenig schädlich, eben kaum oder gar nicht schädlich. Schwierig zum Überdosieren. MDMA ist da ein bisschen anders. MDMA, da kann man sich gut überdosieren. Auch. Also ist Ecstasy so? Ja, genau. Die Reinform vom Ecstasy wäre das. Ja, dort kann man sich überdosieren und das kann gefährlich sein. Aber jetzt beim LSD oder Psilocybin, da kann man sich eigentlich nicht überdosieren. Da hat man dann vielleicht eine wahnsinnig starke Wirkung, die auch ein bisschen länger andauert. Aber man stirbt davon nicht. Und es ist für den Körper relativ okay verträglich, wenn man nicht irgendwie sonst kardiovaskulär schon vorbelastet ist. Ein bisschen anders ist, wenn jemand sehr labil ist, das Umfeld irgendwie nicht stabil ist und die Persönlichkeit nicht stabil ist. Und ja, natürlich kann einem dann das noch mehr durcheinander bringen. Also es ist wie so, man kann sich vorstellen, es gibt Substanzen, die einem eher so ein bisschen dämpfen und vielleicht Symptome eher verringert. Und bei der Psychedelika ist es eher so, dass es verstärkt, was schon da ist. Und wir sagen oft, es öffnet. Und wenn jemand schon sehr offen ist und sehr durchlässig und sensibel und vielleicht auch nicht so stabil oder ein Fähnchen im Wind, dann wollen wir vielleicht eher nicht, dass wir das noch verstärken. Aber es gibt dann natürlich auch therapeutische Anwendungen, wo man sagt, okay, wenn das Umfeld stabil ist und die therapeutische Beziehung ist stabil und man kann das auffangen, das relativiert sich dann auch wieder. Aber ja, man muss natürlich auch vorsichtig sein, aber es gibt so viele Menschen, die Psychedelika nehmen, wo man das gar nicht weiss. Also es gibt natürlich den Partygebrauch, aber auch da, nur weil es eine Party ist, heisst es nicht automatisch, dass es schädlich ist. Also es gibt auch sehr bewussten Freizeitkonsum von Menschen, die ganz gut im Leben stehen, die gar kein Problem haben.
Mhm. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die es übertreiben Ja. und vielleicht auch mal ein bisschen auf eine Schöpsibahn kommen. Aber was man ja gehört, ist, dass es irgendwie kann, Psychosen auslösen oder Schizophrenie auslösen. Aber das ist in dem Fall, du sagst, wenn man gut screent, also jetzt im wissenschaftlichen Kontext, dann kann man das eigentlich echt ausschliessen. Also epidemiologisch sieht man dann eigentlich kein höheres Risiko von Leuten mit oder ohne Psychedelika, Lifetime-Konsum in Bezug auf Psychose oder Schizophrenie. Aber das ist wieder das, was ich vorher gesagt habe. Wenn man schon labil ist oder irgendwie prädisponiert, dann würde man das eher nicht machen, weil das dann zusätzliches Risiko ist, eine latente Psychose auch auszulösen. Und du hast vorhin gesagt, das macht nicht körperlich abhängig. Ich habe aber irgendwann letztens jemanden getroffen, der gesagt hat, sie gehen jedes Wochenende an eine Ayahuasca-Zeremonie. Ja, das ist ein bisschen schräg. Und dann habe ich so gedacht, ja, also erstens mal, was ich gehört habe, ich habe nie selber Ayahuasca genommen, aber was ich gehört habe, ist das ja eher noch heftig. Also da kotzen die Leute zum Teil irgendwie die Halbnacht und sind auch intensive Prozesse. Das tönt für mich ja dann aber ein bisschen nach irgendwie psychischer Abhängigkeit von etwas, oder? Ja, ich meine, ich kenne natürlich die Person nicht. Es kann sein, dass es eine intensive Phase ist, wo die Person sich sehr intensiv mit sich selber oder was auch immer auseinandersetzt. Und wenn das, es gibt natürlich auch die Religionen in Südamerika, zum Beispiel Brasilien, wo es Ayahuasca-Kirchen gibt, die haben alle 2 Wochen eine Zeremonie, wo Ayahuasca auch eingenommen wird im Rahmen von einem Gottesdienst. Aber ich würde schon auch dann ein bisschen genauer anschauen. Ich meine, es kommen dann teilweise auch Leute in Psychotherapie, die sagen, hey, das ist irgendwie gerade ein bisschen heftig. Oder wenn sich dann da plötzlich das ganze Leben nur noch um das dreht, Ja. wobei ich muss da nicht sagen, ich beschäftige mich auch Tag ein, Tag aus damit, wissenschaftlich und therapeutisch. Aber also ja, ich denke, da müssen wir den individuellen Fall anschauen. Ich denke, es gibt Phasen im Leben, wo man auf der Suche ist, auf welche Art auch immer. Mhm. Die Leute tun ja auch täglich meditieren. Aber klar, wenn es dann eine Substanz ist, jetzt das Wochenende, und Ayahuasca ist auch nicht ganz unproblematisch für die Leber, wenn man sie so oft nimmt, ja, da würde ich dann ein bisschen genauer wissen. Mhm. Jetzt so die bekanntesten Substanzen, wenigstens habe ich das Gefühl, das ist so Psilocybin, also Pilz, Zauberpilz, LSD, eben Ayahuasca. Man hört immer mehr von 5-MeO-DMT, also das, was recht kurz und recht heftig wirkt. Eben MDMA hast du vorhin gesagt, ich weiss nicht, ob man es als Psychedelika taxieren oder nicht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, einmal, je Ja, kann nachdem. man diskutieren, je nachdem, wie man es Mescalin, klassifiziert. glaube auch nicht so wahnsinnig häufig. Äh, Wie verschieden wirken denn die? Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt, genau, ich habe ja vorhin von der Klassifikation von Drogen geredet. Man kann jetzt auch bei den Halluzinogenen ein bisschen genauer hineinschauen. Also im DSM, in dem diagnostischen System, steht immer noch Halluzinogen. Heute benutzt man den Begriff nicht mehr so fest. Wir können wie zum Beispiel sagen, dass es die klassischen serotonergen Psychedelika gibt. Die, das wären Psilocybin, LSD, aber auch Mescalin, DMT. Die wirken hm, relativ ähnlich phänomenologisch, vielleicht von der Wirktour anders. Und Leute, die sich auskennen, die sehen natürlich auch grosse Unterschiede. Hingegen die atypischen Psychedelika oder auch Empathogen oder Entaktogen, wo dann das MDMA würde zugehören, oder eben bei den atypischen würde man vielleicht auch das Ketamin oder Ibogain oder auch Salvinorin dazu zählen. Da gibt es dann schon auch noch mal grössere Unterschiede als innerhalb der klassischen. Mhm. Also MDMA vielleicht eher die klassische herzöffnende, angstlösende Wirkung. Ibogain ist nochmal eine Sache für sich. 5-MeO-DMT ebenfalls. Das ist phänomenologisch auch nochmal ein bisschen anders. Ja, das ist von dieser Chiot ursprünglich. Ja, es gibt es aber auch aus Pflanzen. Okay. Ja, genau. Also man muss nicht immer Chiot belästigen. Ja, das ist genau so ein bisschen ein Thema mit dem Tierschutz. Und ja, ja, es gibt da eine Breite. Und ich denke, so die klassischen, in der Schweiz, wenn man von
psychedelika-assistierter Therapie reden, meinen wir eigentlich meistens Psilocybin, LSD und MDMA, weil das die sind, mit denen wir momentan arbeiten. Teilweise wird das Ketamin dazu gezählt, das ist ja zugelassen als Medikament. Und wird jetzt pharmakologisch so aus der Psychiatrie nicht unbedingt als Psychedelikum gewertet, aber es gibt doch mehr und mehr Therapeutinnen, die Ketamin auch in einem Psychedelika-Kontext anwenden und dann mehr so auch mit diesen Inhalten auch noch arbeiten. Mhm. Und dann, wenn man das nimmt, für jemanden, der jetzt noch keine Ahnung hat, was muss man sich da vorstellen, was passiert? Was berichten die Leute? Ja, es kann, also bei der klassischen, beim MDMA ist es ein bisschen mehr predictable, dass es eher in eine Richtung geht von eben Angstlösend, Kontakt mit sich selber, mit anderen, Verbundenheit, Empathie, Liebe. Aber auch dort beim MDMA, das kennt man nicht so aus dem Party-Kontext, aber in der Therapie haben wir schon auch oft Auseinandersetzung mit traumatischen Erinnerungen oder mit schwierigen Lebenserfahrungen. Aber es ist ein bisschen mehr predictable. Und bei der klassischen Psychedelika, das kann eben alles Mögliche machen. Kommt dann schon auf die Dosis wahrscheinlich an, und oder? auf die Dosis darauf an, natürlich auch wie das Setting. Also die Wirkung dürfte ein bisschen anders sein, wenn ich auf einem Festival bin oder mit Kollegen im Wald oder auf dem Sofa oder in einer Therapiesitzung, weil einfach auch das Set und das Setting eine Rolle spielen. Aber wenn wir jetzt Patienten aufklären, die das noch nie hatten, dann sagen wir so ganz grundsätzlich, es kann Wahrnehmung, Emotionen, Gedanken verändern. Oft intensiviert es das, was schon da ist. Es gibt das ganze Spektrum von sehr angstvollen Erfahrungen über total langweilig, nichts passiert und ich bin frustriert, bis zu Bliss und Mystik und Unity. Also es ist sehr breit, was kann passieren. Und es ist auch nicht jedes Mal gleich und nicht bei allen Leuten gleich und natürlich auch ein bisschen dosisabhängig. Also wir haben da alles Mögliche von biografischen Inhalt durcharbeiten oder Einsicht in Beziehungsmuster oder auch mal einfach perzeptiv Appreciation of Beauty, nennt man das in der Persönlichkeitspsychologie. Das heisst, dass man schaut irgendwie in den Wald raus und findet, so schön habe ich den Wald noch nie gesehen, Ja, oder dass was? man vielleicht so ganz im Sinn von der achtsamen Zuwendung vielleicht still wird und das auf sich wirken lässt, was man sieht und sich so versinken. Mhm. Ein Zustand von Versinken, Zuwendung, berührt sein. Ja, und vielleicht das, was man dann letztlich auch in der Meditation sucht. Im Moment ankommen, im Da und im Jetzt. Diese Zustände gibt es auch. Mhm. Neben denen, die ganz chaotisch sind. Ja. Die es auch geben kann. Auf die kommen wir sicher auch noch mal. Ich möchte noch auf etwas zurückkommen, was du vorher so beiläufig erwähnt hast, was vielleicht auch nicht allen bekannt ist, und das ist Set und Setting. Mhm. Kannst du noch mal schnell sagen, was Set und was Setting ist und warum das so wichtig ist? Ja, also wir haben einerseits Substanz, oder? Da haben wir jetzt ein bisschen darüber geredet. Sitter, Sitterin, Therapeutin spielt natürlich auch eine Rolle. Set ist das Mindset, also das, was der Patient, Patientin mitbringt, Erwartungen, frühere Erfahrungen, Lebensumstände, Hoffnungen, Zweifel, Ängste, Sorgen. Und Setting ist der physische, aber auch kulturell-historische Kontext. Also mache ich das eben in einer Praxis, mache ich das im Einzelsetting, im Gruppensetting, mache ich das auf einem Festival. Wie ist eben auch der kulturelle Kontext? Das spielt alles auch eine Rolle. So. Du hast ja angefangen, glaube ich, immer mehr in Gruppensettings zu arbeiten, oder? Oder Ja, habe ich gemeint, ich habe irgendein Paper gelesen oder angelesen, wo es darum gegangen ist, so Vorteile von so Gruppensettings gegenüber Einzel. ja, ich mag Gruppensettings. Ich meine, das ist schon auch, weil ich ja, mein ursprüngliches Interesse ist ja eben auch so aus dem Kulturellen gekommen. Und ich fände es noch spannend, wenn man nachher so ein bisschen die historische Entwicklung von Psychedelika und Meditation in der westlichen Welt, und das ist ja
Genau, dann das Retreat mit der Meditation, die wir gemacht haben, das ist ja auch ein Gruppensetting, auch in der neo-schamanischen Anwendung von Psychedelika und vielleicht auch traditioneller schamanischer, ist oft auch ein Gruppensetting, also so die Beziehungsqualität der Community, wo irgendwie inhärent in diesen Erfahrungen eine Rolle zu spielen scheint. Und in der Psychotherapie gibt es das ja auch, seit eigentlich, also ziemlich am Anfang von der klassischen Psychotherapie hat man schon angefangen mit Gruppensettings. Ich finde das einfach auch etwas Spannendes, weil das ist ja etwas, was uns tagtäglich beschäftigt. Also wie sind wir als soziale Wesen, wie sind wir in Beziehung? Mhm. Klar, zu uns selber, aber auch zu anderen Menschen, zu der Umwelt. Und da habe ich das Gefühl, gibt es ein Potenzial in Gruppentherapie-Settings, dass man sich ja auch in Kontakt erlebt und dass man vielleicht auch Erfahrungen macht, wie reagiere ich auf andere oder was macht das mit mir. Aber es gibt sicher auch Patienten, für die das zu viel ist oder die zuerst mal ein Einzelsetting brauchen, Mhm. um sich überhaupt noch mal ein bisschen sicher zu fühlen. Ja, und es gibt spannende Papers über die Vorteile von Gruppensettings. Es gibt sicher auch ein paar Nachteile. Und etwas, was sicher eine Rolle spielen wird zukünftig, ist einfach auch die Finanzierung. Weil solche Substanzsitzungen, die sind ja sehr lang. Und Therapeuten zahlen einen ganzen Tag, das ist eher teuer. Und Mhm. wenn man das auf eine Gruppe aufteilt, dann wird es vielleicht auch finanziell nachhaltiger. Aber Mhm. das sollte auf jeden Fall nicht das Hauptkriterium sein. Bevor wir in die Meditation gehen, vielleicht noch eine andere Setting-Frage, und zwar Mhm. die Rolle von der Musik. Mhm. Irgendwo habe ich mal gelesen, irgend so psychedelische Therapie ist eigentlich eine halbe Musiktherapie. Ja, das wird manchmal beschrieben als the third therapist oder the hidden therapist, weiß gar nicht. Ja, Musik spielt auf jeden Fall eine Rolle, genauso wie Stille. Also Stille ist ebenso wichtig. Es gibt, wenn man sich die Studien-Playlisten anschaut, dann gibt es Studien, die haben durchgehend Musik. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen überfordernd, aber je nachdem kann das auch gut sein, ich weiss es nicht. Und ja, wir setzen auf jeden Fall Musik ein. Und da gibt es ein Quote von einem von unseren Lehrern, der hat gesagt, wenn du willst, dass psychedelische Therapeuten miteinander streiten, dann lass sie über Musik reden. Mhm. Weil ich glaube, da gibt es einfach auch sehr viele verschiedene Ansätze und vielleicht auch Vorstellungen, was wie funktioniert. Mm, Aber ja. ja, Leid ist mit der Musik nicht auch sehr stark. Also so im Sinn von, also wenn ich die Playlists zum Teil höre, hat es viel Musik, wo so ein bisschen World Music, dann kommt so ein bisschen aus dem arabischen Raum, äh, solche Rhythmen, zum Teil arabisch gesungen. Ich kann kein Arabisch, darum verstehe ich nachher nicht, was dort, oder auch Farsi, verstehe nicht, was Ja. gesungen wird. Keine Ahnung, wenn das jemand versteht, hat es wahrscheinlich wieder ganz eine andere Wirkung. Aber auch mich zieht es dann irgendwie, also weißt du, so gedanklich, irgendwie schon ein bisschen dort hin. Also wie fest Also ich tut man so mache eine das, Reise prägen? wenn man ein breites Spektrum an Genres Mhm. einsetzt. Es gibt schon Playlists, die ich auch schon gehört habe, das ist sehr New Age oder sehr klassisch. Und es gibt Leute, die sagen, man soll einen Stil durch die ganze Sitzung bewahren. Für mich, also mein Stil eigentlich schon länger, aber immer noch, ist, dass ich gerne Stille als Bassline habe und dann einzelne Stücke darauf platzieren. Mhm. Und eben, das kann von klassisch über New Age mit oder ohne Lyrics. Ich würde sagen, in den ersten 2 Drittel tendenziell mit Lyrics aus einer Sprache, die die Patienten nicht verstehen. Ich habe aber auch schon erlebt, dass Patientinnen und Patienten gesagt haben, hey, gegen Ende hast du das Lied gespielt mit diesen Lyrics und das hat mich sehr berührt und das hat es genau getroffen. Und klar, wir beeinflussen immer auch mit, egal was wir machen oder nicht machen. Es gibt ja die Haltung, möglichst einen sterilen Raum, zum ja nicht beeinflussen, aber du kannst mir nicht erzählen, dass ein steriler Raum nicht auch etwas beeinflusst. Also man kann ja gar nicht kommunizieren. Und so ist es ja auch, also klar, es ist immer ein Zusammenspiel auch, also wir zeigen uns als Therapeutinnen, Therapeuten ja auch, wir sind auch
werden sichtbar für unsere Patienten. Es geht ja immer um ein Beziehungsgeschehen in der Therapie. Und ich denke, mit der Musik ist es ein bisschen ähnlich. Man Musik kann unterstützen, sie kann etwas anregen. Ich glaube, was man probieren sollte, ist, dass man nicht etwas anstoßen möchte, das nicht schon als Thema im Raum ist. Also vielleicht eher, oder wenn man das Gefühl hat, jetzt ist da irgendetwas passiert und ich will das irgendwie überdecken. Also das wäre, wenn ich so einen Gedanken hätte oder so das Gefühl, dann wäre ich vorsichtig, sondern eher unterstützen, was da ist. Darum bin ich auch nicht so Fan von vorgefertigten Playlists. Ja. Aber ich meine, es kann natürlich auch hilfreich sein, wenn man im Voraus weiss, was man spielt. Und man kann natürlich auch Instrumente nutzen, Klanginstrumente. Das hat einfach nochmal eine andere Qualität, wenn die Schallwellen im Raum drin sind. Ja. Dann lass uns doch zur Meditation kommen. Und zwar habe ich du hast vorher den Vanya angesprochen, den Vanya Palmos, Zen-Meister und eben auch einer, der sehr Psychedelika propagiert. Und er hat im Magazin Ursache und Wirkung in einem Interview gesagt, mit einem guten Setting und einer guten Vorbereitung ist es bei weitem der direkteste Weg zu einer Erleuchtungserfahrung. Bruder David Steindl-Rast, also das ist ja dann eine aus der christlichen Tradition, und ich haben als Vorbereitung auf die Studie, die im Film Descending the Mountain, das ist die du vorher angesprochen hast, dokumentiert wird, im Felsentor einen Kurs angeboten über Gipfelerlebnisse. Am Anfang hat Bruder David, der viele verschiedene Traditionen studiert hat, die Runde etwas schockiert, indem er meinte, die einzige Methode, die zielführend zu so einer Erfahrung führt, seien Psychedelika. Manche haben bei der Meditation auch solche mystischen Erfahrungen, aber kein anderes Mittel hat so eine Trefferquote. Ich habe ein bisschen gestaunt, als du vorhin gesagt hast, bei gewissen passiert auch einfach gar nichts und es ist langweilig. Also ich kann mir es irgendwie fast nicht vorstellen, dass wenn du genug hohe Dosis von etwas nimmst, dass einfach gar nichts passiert. Und er sagt eben auch, es ist eigentlich der Weg, der fast am sichersten zu mystischen Erfahrungen führt. Was sagst du zu so einem Zitat? Ja, vielleicht am treffsichersten. Ich meine, es gibt ja Leute, die meditieren über Jahrzehnte und dann nehmen sie das Psychedelikum und sagen, darum habe ich ja immer meditiert. Jetzt weiss ich, warum ich meditiere. Und dass man das dann wie die Praxis wieder mit zurücknimmt. Aber es ist nicht 100% treffsicher. Also ich denke, man muss da ein bisschen realistisch sein. Wer fühlt sich zu dem hingezogen, in welchen Settings? Und ja, ich meine, Menschen sind sehr unterschiedlich. Und gerade mit dem Hype momentan, wo man so viel liest über all die magischen Effekte und die Wunderheiligen, glaube ich, kommen viele auch mit einer Erwartung oder einem bestimmten Bild, wie ein psychedelischer Effekt soll sein. Ja. Und wenn man dann halt eher eine Intensivierung von einer Beziehungsdynamik erlebt oder körperliche Schmerzen oder wenn es einem ein Thema aus dem Alltag einfach vorne anhebt, dann entspricht das nicht dem Bild, das die Leute vielleicht mitbringen, weil sie über mystische Erfahrungen unter Psychedelika gelesen haben. Also oft habe ich es, oder nicht oft, aber manchmal habe ich es erlebt, dass Leute sagen, ja, ich habe keine Wirkung. Und ich habe gefunden, also so wie ich dich erlebe, hast du schon Wirkung, aber vielleicht anders, als du es erwartet hast. Ja. Aber es gibt auch Leute, die haben wirklich fast keine Wirkung. Entweder, also wir haben das schon gehabt mit Leuten, die Medikation hatten, Antidepressive, oder Leute, die, ich meine, es ist auch einfach Metabolismus. Ich weiss, dass es in der Alternativen und der Aya-Szene oft dann heisst, ja, das sind deine Resistances und deine psychologischen Widerstände. Mag eine Rolle spielen, aber es gibt auch einfach Metabolismusunterschied oder je nachdem, was ich gegessen habe. Ja. Also ich finde, man muss dann nicht alles als psychologischen Widerstand interpretieren. Und Menschen sind unterschiedlich. Ja. Und wie die Synapsen ausprägt sind. Aber grundsätzlich eben, er sagt, es ist einer der sichereren Wege, um irgendeinen mystischen Zustand zu erreichen. Du hast vorher gesagt, es wäre noch spannend zu schauen, wie sich auch Meditation und Psychedelika vielleicht so ein bisschen parallel geschichtlich entwickelt haben. Ja, also ich meine, es gibt ja so die Quotes, Psychedelic Use, Indigenous since Millennia. Ich glaube, das wird fast ein bisschen zu selbstsicher so dargestellt, weil
ja, Millennia, das sind ja Jahrtausende, und wie genau das ausgesehen hat, da gibt es ja kaum Quellen, also es ist einfach ein bisschen heikler. Und ich glaube, Psychedelika-Gebrauch hat es sicher über Jahrhunderte gegeben, aber wie oft und wie viel und für welche Zwecke und in welchem Kontext, das, genau, da machen wir gerne so ein bisschen eine Mystifizierung So ein bisschen draus. Verklärung, so. Ja, und so auch ein bisschen Idealisierung. Also man weiss zum Beispiel vom Ayahuasca, dass das auch zum for Hunting, zum Jagen oder für, also genau. Und wer dann das genommen hat und wie und was. Und dann haben wir natürlich die Meditation in Asien, wo ewig lange Tradition hat. Ich nehme an, ein bisschen besser dokumentiert als Psychedelika. Ja, und dann hat es aber jetzt in der westlichen Welt, wenn wir jetzt nicht das Indigene oder das Ältere nehmen, sondern einfach Contemporary, westlich, Moderne sozusagen, dann genau ist da das mit dem Albert Hoffmann gewesen und der Entdeckung vom LSD. Es hat vorher schon Mescalin-Untersuchungen gegeben und so, also es ist nicht vorhanden gewesen, aber es hat dann schon noch mal einen Schub gegeben. Und dann wissen wir ja von der Hippie-Zeiten und so, und dann, es hat dann so wie beides gegeben. Es hat Forschung gegeben, es hat die Anwendung in den Kliniken oder therapeutisch gegeben, was auch nochmal unterschiedlich war in Europa wie in Amerika, also Nordamerika. Okay, und dann hat man da experimentiert, und dadurch ist wie also ein Interesse entstanden an fernöstlichen Traditionen. Also viele haben durch die Psychedelika dann eigentlich sich geöffnet für Meditation und was weiß ich. Also das sind auch bei mir im Podcast nicht wenige gewesen, die das Ja, erzählt haben. Vor allem ja, also von dieser älteren Generation, die so in ja, den späten 60er, frühen 70er Jahren dann auf ja. Indien sind. Das ist, Genau, ich glaube, häufig ist irgendwie LSD ein Auslöser gewesen. genau. Und von dem her geht es ja jetzt für die Contemporary-Zeit geht das so ein bisschen mit einher, historisch, oder? Man hat da die Öffnung gehabt, es hat auch etwas von Counterculture, man ist da auf Indien, Goa, ich glaube da und hat sich auf die Suche gemacht. Ich glaube, das ist wie so auch aufgrund von der gesellschaftlichen Bedingungen damals, also eben die Counterculture und die Suche nach einer Alternative. Und da ist für viele das mit dem LSD eigentlich so ein Augenöffner gewesen. Also so quasi die zugrunde liegende Motivation oder Sinnsuche ist vielleicht ähnlich gewesen. Und es hat sich ja dann auch so humanistische Psychotherapie oder existenzielle Verfahren haben sich ausbreitet. Also man ist mehr so am Explorieren gewesen, hat konventionelles aufgebrochen, hat experimentiert, sicher auch mal ein bisschen über die Stränge, also sicher auch nicht nur gut. Aber ich sehe das so historisch ein bisschen im Ähnlichen. Es ist ja auch so spannend, dass man eigentlich in der positiven Psychologie dann die Konzepte hat, wo man untersucht, aber Psychedelika nicht beim Namen nennt, und teilweise die gleichen Autoren, also die reden dann über Transzendenz und so, und die gleichen Autoren haben aber auch über Psychedelika geschrieben, und länger hat man da den offiziellen Link gar nicht gemacht in der Literatur. Das habe ich immer spannend gefunden, dass man da von den gleichen Autoren sowohl in der positiven Psychologie und Flourishing und What Makes Life Worth Living hat man Autoren gehabt, wo man nachher auch bei der Psychedelika gefunden hat. Und so der Link, also ich finde das historisch spannend. Also so die zugrunde liegende Motivation, Sinnsuche, existenzielle Fragen, wie sich das historisch entwickelt hat. Und dann schon auch eine gegenseitige Befruchtung. Also nicht so, dass man nachher jetzt auf Psychedelika hängen bleibt, sondern auch als Inspiration, um wie tiefer zu gehen. Ich denke, es begünstigt sich potenziell gegenseitig, auch wenn es nach außen vielleicht anders wirkt. Also ein meditativer Zustand würde man sich als viel stiller vorstellen, obwohl bei vielen Leuten im Kopf dann trotzdem noch durcheinander ist. Und ein psychedelischer Zustand stellt man sich vielleicht chaotischer vor. Aber so das zugrunde liegende. Ich glaube, es war auch der Vanya, der das Bild quasi geprägt hat von, es ist ein bisschen wie wenn du auf einer Wanderung bist und du bist im Nebel und du siehst den Gipfel nie. Und irgendwann reißt mal der Nebel auf und dann siehst du mal den Gipfel. Und ein psychedelischer
oder ein Trip oder eine Reise auf Psychedelika ist so ein bisschen wie der Nebel, wo man aufgeht und du siehst irgendwie so ein bisschen, was möglich wäre. Nachher kommt der Nebel zwar wieder, aber du hast den Gipfel irgendwie mal gesehen. Ja, du hast eine Richtung, einen inneren Kompass, Ja. vielleicht. Ja. Oder die Erkenntnis, also das habe ich gehabt bei denen, also das haben wir gehört von den Probanden, das sind ja Long-Term-Meditators gewesen, die haben gesagt, ich habe plötzlich verstanden, was das Dreieck im Sitzen für einen Sinn hat und ich habe plötzlich verstanden, wonach ich eigentlich suche. Und das hat dann wie ihre Praxis eigentlich wieder vertieft. Sie haben dann nicht das eine durch das andere ersetzt, sondern es ist wie so eine, genau. Und umgekehrt, dass die meditative Praxis sie dabei unterstützt hat, in dieser psychedelischen Erfahrung auch eine innere Ausrichtung zu behalten. Also das Üben von non-judgmental, Ja, nicht open beurteilend, ja. all die Konzepte, ich meine, es gibt da ja auch wieder unterschiedliche Ja. Richtungen, wie man kann genau, aber dass das schon auch Tools sind, also oft in der Vorbereitung auf Psychedelika-Therapie üben wir die Sachen auch. Das ist ja inzwischen mit der Third-Wave-Therapie, meine buddhistische Psychotherapie ist eigentlich schon relativ angekommen, würde ich jetzt mal sagen, in der klassischen Psychotherapie. Vielleicht müssen wir mal die Felsentor-Studie von 2014, 15 kurz charakterisieren, dass man sich etwas darunter vorstellen kann. So wie ich es in Erinnerung habe, ist es, glaube ich, 5 Tage lang gegangen. Und in der Mitte hat irgendwie die Hälfte der Probanden Psilocybin bekommen und die andere Hälfte nicht. Ja, genau, es hat es hat 4 Retreats gegeben. Ja. Und ich bin dann eigentlich bei Retreat Nummer 3 und 4 dazugekommen. Also ich habe wo die Sending the Mountains war, das habe ich, doch, dort haben sie auch gefilmt. Genau, aber die ersten 2, das ist so gewesen, wie du gerade beschrieben hast. Und nachher haben wir eine Studie gemacht, die auch wieder sogenannt Placebo kontrolliert war. Aber es haben dann beide Gruppen das bekommen. Also das ist noch lieb dann für die. Ja, die eine am ersten Tag und die andere am anderen. Ich meine, das ist ein Thema in der Psychedelika-Forschung oder die Enttäuschungseffekte, die man misst, weil die Leute hoffen, sie haben das Psychedelikum und dann haben sie es nicht und dann misst man eigentlich die Enttäuschung und nicht die Substanz. Eben, und ob man es hat, also im Film «Descending the Mountain», eine Person hat es, glaube ich, die ist, glaube ich, nur noch irgendwie am Lachen oder einfach die ist wirklich... Ja, dort ist nicht mehr so mit das ist nicht mehr ganz meditativer ruhig, Haltung. genau. Und dort ist dann aber auch ziemlich klar, dass es wahrscheinlich nicht das Placebo war. Ja, also ich finde das noch spannend. Das ist leider noch nicht publiziert, weil genau, das ist Teil von der Masterarbeit, die ist irgendwo leider ein bisschen versandet von mir, aber das wäre eigentlich noch spannend, weil was man sieht im Labor, ist es ganz klar, oder Placebo hast keinen Effekt und Psychedelika hast Effekt auf diesen Skalen. Und was wir aber gesehen haben auf dem Felsentor, dass teilweise Placebo-Effekte so stark sind, dass man sie statistisch nicht unterscheiden kann von Psilocybin? Von dem Psilocybin-Effekt. Einfach wieder Set und Setting. Also die Leute sind teilweise schon relativ tief versunken gewesen. Und ich habe zum Beispiel eine Frau begleitet, die hat noch nie Psychedelika gehabt und sie ist am ersten Tag hat sie schon Zeug erlebt und ist eigentlich ziemlich sicher gewesen, sie hat Psilocybin gehabt. Und am nächsten Tag dann, wo sie wirklich das Psilocybin bekommen hat, ist sie aus allen Wolken gefallen. Also es kommt auch immer ein bisschen darauf an, ob man es schon kennt. Also wenn man Psychedelika naiv ist, also noch nie etwas gehabt hat, dann denke ich, ist der Kontexteffekt noch mal stärker. Ja. Aber mir geht es auch so, wenn ich einen ganzen Tag mit den Patientinnen und Patienten im Raum verbringe, dann schwinge ich mich ein und wenn ich jetzt, klar habe ich dann nicht einen Psychedelika-Effekt, aber man lässt sich ja schon auch auf etwas ein. Ja. Und ich denke, aber ja, die meisten haben natürlich schon einen guten Guess gehabt, in welcher Gruppe sie sind. Du hast jetzt so ein bisschen gesagt, ja, irgendwie, das kann die Meditation positiv beeinflussen oder quasi anstoßen. So Traditionalisten, gerade in der buddhistischen Meditation, gibt es natürlich auch solche, die sagen, das ist eine Droge und es gibt ja die 5 Vorsätze, die man nimmt und einer davon ist, nichts nehmen, was den Geist irgendwie benebelt. Also ja nicht und das sind eigentlich Irrwege und ist eher ein Rückschritt, weil man nachher den Berg, den man gesehen hat, meint, das sei, aber vielleicht ist es ja gar nicht. Wie siehst du das? Also kann es auch quasi nicht einen negativen Effekt haben im Sinne von schädlich, aber einen, wo vielleicht die Meditationspraxis eher behindert? Ja, also
Jetzt habe ich gerade einen Gedanken gehabt, wo mir entflohen ist, wo wieder im Nebel verschwunden ist. Also das eine ist ja, was heisst denn richtig? Was ist das Richtige? Was ist da der Standard oder das Urteil? Ich glaube schon, also ich meine, wenn man sagt, etwas benebelt den Geist, dann muss man ja zuerst mal fragen, was benebelt eigentlich den Geist? Und soweit ich weiß, gehört zu diesen Regeln eben, dass man Medizin zu sich nehmen darf. Da kommt es jetzt halt darauf an, ob man sagt, das sind benebelnde Substanzen oder ob es Medizin ist. Und ich glaube, es kann so oder so verwendet werden. Und dann, ich meine, klar gibt es so Sachen wie Spiritual Bypassing, aber excuse, das gibt es auch in der Meditationsszene. Mhm. Also ich meine, es gibt super tolle, inspirierende Meditationslehrer oder Meditierende. Ich habe viele Freunde, die regelmäßige Praxis haben, aber ich habe auf jeden Fall auch schon Narzissten erlebt, die sich dann detachen oder vermeintlich detachen. Oder wo ich dann das Gefühl habe, jetzt, das ist wirklich auch ein bisschen am Ziel vorbei. Und das gibt es bei Psychedelika wie bei Meditation. Mhm. Ich glaube, da gibt's. Und was heisst denn Spiritual Bypassing? Das kann ja auch wieder eben eine Phase sein, wo man auf der Suche ist und wo man vielleicht halt mal einen Umweg macht. Ja, und vielleicht geht man mal auf die Nase und Ja, ich meine, ich sieht glaube, es dann auch wieder anders. Spiritual Bypassing ist das eine. Das andere ist noch so ein bisschen vielleicht der Unterschied von einer herausragenden Erfahrung und von wirklicher Einsicht. Ja, Also, weißt du, so das Jagen von Farben, Formen, Gipfelerlebnis ja, versus gerade so im Sehen zum Beispiel, wo man einfach sagt, hey, eigentlich ist das Ziel mit dem ganz Gewöhnlichen einfach zu sein ja, und dort die Beauty, die du vorher mal ja, gesagt hast, drin zu sehen und in einer Realität zu leben, wo man das wahrnimmt und ja. nicht Gipfelerlebnis zu jagen. Ja, das ist ein spannender Punkt. Also ich glaube, unter Psychedelika habe ich Verschiedenes erlebt, auch mit Patientinnen und Patienten. Das eine ist so eine wirkliche Verbundenheit, wo sich Körpergrenzen und Selbstgrenzen auflösen und ein Bewusstsein entsteht für etwas, wo jenseits ist. Also in dem Sinne der Non-Dual State. Mhm. Wo ja auch im Buddhismus gibt es ja das ein Begriff, der mir jetzt gerade empfallen ist, so für die Sehnsucht oder der Schmerz, wenn man um die Non-Dualität weiss und gleichzeitig erkennt, dass man in der Dualität gefangen ist, solange Ja. man als Mensch auf dieser Erde lebt. Und es kann ja auch so einen Sehnsuchtsmoment geben, so ein Existential Bittersweet. Ja. Und das andere, ich meine, das gibt es auch unter Psychedelika, so ein Gewahrsein, ein Zustand von Stille, wo es nicht um irgendwelche grossen Sachen geht, sondern einfach da und jetzt. Also das ist, ich habe das schon mal irgendwo auf einem Podium erzählt, wo es um mystische Erfahrungen der Psychedelika gegangen ist. Ein Patient, mit dem ich mal bei uns im Hinterhof gesessen bin, so gegen, weiß nicht, im letzten Drittel von der Substanzerfahrung, der hat gesagt, je mehr solche Sitzungen ich mache, desto weniger unterscheidet sich der Psychedelika-Zustand vom nüchternen Zustand. Das habe ich eigentlich als das ultimativ mystische, spirituelle gefunden, was der dort gesagt hat. Und es ist vielleicht nicht die Aussage gewesen, aber die Atmosphäre, die mitgeschwungen ist, einfach da und jetzt. Mhm. Das ist nicht grossfarbig oder was weiß ich gewesen, sondern sehr pure Ja. und still. In diesem Zusammenhang ist vielleicht noch etwas anderes wichtig, und das ist die ganze Integration. Oder? Es sind ja schon herausragende Erlebnisse, also wenn es dann wirkt, wenn man nicht jemand ist, was eben nicht wirkt, wo zum Teil auch sehr schwer in Worte zu fassen sind. Mhm. Aber sie sind vorbei und vielleicht verblassen sie, aber in den Studien, die wir gemacht haben, sind sie häufig unter den 5 bis 10 wichtigsten Mhm. prägenden Erlebnissen, die die Leute sagen, was sie im ganzen Leben. Ja, das finde ich schon krass. Da denke ich mich, wie sieht dein Leben sonst noch so aus? Aber klar, es gibt die Zahlen und ich meine, es ist natürlich eindrücklich. Und das sind ja nicht so wenige, die das sagen, Ja, oder? es sind nicht so wenig. Und also klar, ich meine, es ist etwas wahnsinnig Eindrückliches. Integration, ich denke eben, es gibt die dann jedes Wochenende das wiederholen.
Und der Alan Watts hat mal gesagt, when you got the message, hang up the phone. Da fragt man sich dann vielleicht, ja, warum machst du das immer wieder? Was heißt Integration? Ich glaube, viele sagen, okay, der Vorhang geht wieder so ein bisschen zu, aber geht nie mehr ganz zu. Und ich habe wie so eine Ahnung davon. Und das gibt mir eine innere Ausrichtung. Oder das gibt mir eine andere Perspektive aufs Leben. Es gibt auch ein Konzept, das nennt man Ontological Shock. Wenn man vorher ein Weltbild gehabt hat und durch so eine psychedelische Erfahrung wird das zuerst mal so ein bisschen in Frage gestellt, dass man auch existenziell schon auch in eine Krise fallen kann. Oder auch, wie habe ich bisher mein Leben gelebt oder wie bin ich bisher mit Beziehungen umgegangen. Das gibt schon auch. Und was heisst Integration? Ich meine, es ist auch zu einem Modewort geworden, als könnte man das in ein Päckchen packen. Und ich mache jetzt Integration. Ich glaube, Integration ist einerseits ein laufender Prozess, der automatisch abläuft, wo man aber schon auch unterstützen kann. Im Sinne von, was bedeutet das für mich? Hat das Sinn für mich? Wenn ja, wie? Was mache ich jetzt damit im Alltag? Letztlich ist es ja wie bei der Meditation. Letztlich geht es darum, wie gehe ich im Alltag mit den alltäglichen Handlungen um oder Beziehungen. Ich meine, auch Sitzen, ich kann ja auch rumlaufen oder Haushalt machen und als Samu, das ist für mich, ich liebe das, dass man die ganzen Konzepte von wie es sollte aussehen oder wie muss man jetzt sitzen oder wie muss man jetzt, dass man das wegschmeißt und eigentlich schaut, was ist im Alltag. Und das ist ja bei der Psychedelika so. Ja, für mich ist Integration in dem Sinne einfach so, das Ganze nicht einfach abhaken, also Ziel an, weitermachen, wie nichts gewesen wäre, sondern sich vielleicht irgendwie noch damit auseinandersetzen, intellektuelles Aufschreiben, verarbeiten. Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, kann auch dort Meditation dann eine Rolle spielen? Ja, also, dass man das potenziell. mitnimmt. Denke schon, ja. Also was wir immer sagen ist, nehmt euch Zeit, verplanet es nicht gerade, macht vielleicht einen Spaziergang oder nehmt eine Badwanne, macht das Bad. So, oder? Klar, meditieren zur Vorbereitung und zur Integration, sicher eine Möglichkeit. Und gleichzeitig, also ich bin natürlich ein Fan davon zu schauen, was heisst im Alltag, aber je länger ich mehr denke ich, da ist ja aber auch ein Wert in der hedonistischen Erfahrung an sich. Also wenn jemand sagt, hey, ich mache das mit meinen Freunden oder so, einfach um einen schönen Moment zu haben, dann finde ich das inzwischen auch, ja, wenn du das im Griff hast, ist das doch super. Und wenn das jetzt eine Bedeutung hat im Alltag darüber hinaus, super. Und wenn nicht an sich einen schönen Moment haben, ist ja auch nicht verkehrt. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dort liegt dann einfach wieder ein bisschen mehr Gefahr, dass genau dann das Gleiche passiert, wie wenn Leute irgendwie betrunken Auto fahren. Ja. Dass Unfall passiert, irgendetwas passiert und dann heisst es wieder, die Psychedelika sind eben trotzdem Ja, wie viel Unfall passiert auf Psychedelika versus Alkohol? Ja, es ist natürlich auch nicht gleich verbreitet. Ja, aber ich denke, also, Nein, ich meine nur so, ich sehe dort ich die also das ist eigentlich die Gefahr vom hedonistischen Gebrauch, dass dann wieder so an eine Grenze kommst, wo dann irgendwie, wo ich denke, dann könnte der Hammer einfach wieder kommen, wenn er irgendwie in den 60er Jahren gekommen ist, dass man sagt, da gumpen dann die Leute von den Hausdächern oder irgendwelches Zeug, wo, weißt, so Einzelfälle dann extrem aufgeblasen werden auch. Ja, das stimmt natürlich, wobei ich das Gefühl habe, eben die meisten Leute, die Psychedelika nehmen, die checken, das ist nicht das Zuckerschlecken und es wirkt ja auch nicht einfach so wie Alkohol, relativ predictable, immer die gleiche Richtung. Von dem her denke ich, die Motivation, um das mega oft zu machen, ist nicht sehr gross. Also die meisten sagen, ja, das ist jetzt, es ist auch anstrengend. Und klar, es gibt Leute, die das jedes Wochenende machen. Und da gibt es natürlich auch Leute, die darunter leiden oder die den Alltag nicht mehr auf die Reihe kriegen. Das ist natürlich auch schon auch ein Thema, aber ich würde jetzt mal sagen, viel weniger als bei Alkohol. Aber vielleicht nochmal zu der Meditation kommen. Ihr habt noch eine zweite Studie gemacht, wo ihr mit einem quasi so eine Art synthetisches Ayahuasca geschafft habt. Mit DMT und, wie heisst es auf Deutsch, Harmin? Harmin, ja. Sind dort die Resultate, was ich gelesen habe, so ein bisschen anders gewesen, wie sich die Leute nachher gefühlt haben als mit Psilocybin? Ja, also dort ist ja auch so ein bisschen darum gegangen, herauszufinden, also erstens mal ist auch wieder der Aufbau nicht ganz gleich gewesen. Ja.
Und wir haben dort ursprünglich, das ist ja eigentlich so ein PhD-Projekt von Daniel Melling, und seine Ausrichtung war so Mitgefühl, also Compassion, und mit der Idee, dass das dann auch nachhaltigere Effekte hat. Und bei den nachhaltigen Effekten ist es jetzt also nicht mega groundbreaking gewesen. Einfach, wir haben auch noch eine Laborstudie gemacht, wo wir ähnliche Measures drin hatten, und jetzt nachhaltig haben wir jetzt auch nicht grossartig etwas gefunden. Aber wir haben im Akuten haben wir durchaus eben das, was man klassisch kennt, das mit der Transzendenz, das ist stärker gewesen, bei DMT-Harmin. Aber bei der Compassion, also Mitgefühl, ist es, glaube ich, relativ ähnlich gewesen zwischen der Gruppe. Ich müsste aber nochmal genau nachschauen. Ja, ich habe es auch so in Erinnerung. Ja, aber so das finde ich auch spannend. Wir haben noch eine andere Studie gemacht, nicht mit Meditierenden, sondern in einem Gruppensetting, aber mit Nicht-Meditierenden. Und dort haben wir auch so einen Dose-Response-Effekt gesehen. Also je höher die Dosis, desto höher die mystische Erfahrung. Aber so Sachen wie psychologische Einsichten und emotionale Prozesse, die haben sich dann nicht unterschieden zwischen den verschiedenen Dosisbedingungen. Also, ja, das hat man, mehr als Placebo, aber das Psychologische oder das Auseinandersetzen mit diesen Inhalten scheint weniger dosisabhängig zu sein. Das ist jetzt einfach mal so preliminary, also das ist noch nicht publiziert, und es ist sicher, müsste man das replizieren, aber der Teil vom Mystischen scheint schon nochmal ein bisschen klassischer zu sein für ein bisschen höhere Dosis, während man Mitgefühl ja auch so in einem Sendo hat, oder einen psychologischen Prozess, Einsichten. Das ist viel mehr nochmal abhängig auch vom, ja, also es ist auf jeden Fall spannend, und es gibt schon die Johns Hopkins Studie, wo mystische Erfahrungen irgendwie sehr relevant sind, auch für die Outcomes. Und dann hat es die Good Friday Experiments gegeben, Panke und so. Die haben ja ein Good Friday Experiment gemacht, wo sie den Leuten während dem Good Friday Service Psylo gegeben haben. Also in der Kirche? In der Kirche, und dort war dann das mit diesen, also... Aber das war 60er Jahre. Genau, dort ist eigentlich das Rating the most significant experience of my life, oder under the most 5. Dorther kommt das Rating. Und das ist ja schon das ist noch spannend. Und gleichzeitig, also die an Johns Hopkins, da kann man dann auch Musikplaylisten hören, und dann sieht man, okay, das ist jetzt schon auch eine Musik, die ich denke, würde das eher befördern. Ja. Also es ist immer viel komplexer, als man meint. Ja. Es sind Erfahrungen, die man nicht so in eine Box packen kann, und man kann sie nicht wirklich standardisieren, und es ist so komplex, und ich finde das auch lässig, ich finde das auch cool. Man kann das nicht reduktionistisch betrachten. Man kann es versuchen, und man wird scheitern, und das finde ich eigentlich total cool. Du hast vorher die Dosis angesprochen, und ich habe es in der Einleitung oder am Anfang gesagt, etwas, was im Moment auch so ein bisschen am Aufkommen ist, in ganz verschiedenen Szenen, irgendwie Silicon Valley Performance-Steigerung. Dann gibt es Leute, die sagen, das hilft gegen ADHD, und das ist das Thema Microdosing. Das heisst, man nimmt irgendwie eine 10-fach kleinere Dosis, etwa, oder noch mehr, so dass man nicht irgendwie einen Effekt hat, wo man Farben und Formen sieht. Am Anfang hat man gesagt, es sei quasi subperzeptuell. Jetzt ist man, glaube ich, von diesem Begriff weggekommen, weil irgendeine Wirkung sollte es ja gleich haben, also wirkt es vielleicht gleich. Hast du dich mit Microdosing einmal befasst? Hey, nur am Rande. Also ich finde, eben, du hast gesagt, Silicon Valley, da klingt bei mir schnell mal an, es geht wieder um Steigerung und Optimierung und Leistung. Und das ist irgendwie ein bisschen schade, weil der psychedelische oder der meditative Zustand ist ja ein Zustand, der einem so ein bisschen aus dem rausbringt, wo es eben mehr ums Hier und Jetzt geht. Und dann Psychedelika zu verwenden, um die Leistung zu steigern, das finde ich irgendwie, ja, okay. Und dann gibt es aber auch Studien, die einfach gezeigt haben, dass es nichts bringt. Also du hast ADHS angesprochen. Da ist kürzlich eine Studie rausgekommen, die gezeigt hat, also es bringt nichts im Vergleich zu Placebo. Es hat mal eine Studie gegeben, ich weiß nicht, ob die publiziert ist, aber ich habe einen Kollegen, der das gemacht hat. Die haben den Leuten
beiden Gruppen Placebo gegeben, aber der einen haben sie gesagt, das ist das Microdosing und der anderen haben sie gesagt, es ist Placebo, aber es sind beide Placebo gewesen. Und dann, die es gesagt haben, das sei Microdosing, die haben nachher eine bessere Performance angelegt, was ja dann eigentlich den Placebo-Effekt würde bedeuten. Mhm. Aber es gibt Leute, die darauf schwören und es gibt auch Studien, die anders zeigen. Ich glaube, da kommt es dann auch wieder ein bisschen darauf an, eben, um was für eine Dosis geht es. Geht es wirklich um eine Microdose im klassischen Sinn oder geht es um Mini-Dosen, wo vielleicht schon, meine LSD hat auch eine dopaminerge Komponente, das pusht ein bisschen. Also wenn man jetzt LSD in einer kleinen Dosis nimmt, wo einem nicht, nicht beeinträchtigt motorisch, sondern einfach das Dopaminerge so ein Das ist bisschen noch spannend, weil ich habe letztes Jahr noch einmal gehört, in Amerika sei es jetzt Mode geworden, dass bei so Ultra-Runner, also weißt du, die irgendwie 50 und mehr Kilometer rennen, dort sei es auch Mode geworden, LSD zu Microdosen. Das würde ja irgendwie, wenn das eine leicht pushende Wirkung hat. Ja, also das Dopaminerge, das ist etwas, wo zum Beispiel, wir haben vorhin differenzielle Wirkungen angesprochen, ganz am Anfang. Das ist schon etwas, wo Leute berichten, dass LSD noch ein bisschen mehr das Treibende auch hat. Psilocybin nicht. Ein bisschen weniger, also es gibt Leute, die das sagen, ich weiss jetzt nicht, ist auch wieder, das ist nicht empirisch, das sind nicht Studien, aber dadurch, dass es mehr Dopaminerg ist, kann ich mir das schon vorstellen, dass es einem tendenziell so ein bisschen pusht. Und wenn man jetzt eine kleine Dosis hat, wo man keine Wahrnehmungsveränderungen hat, aber schon so ein bisschen etwas spürt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es einem ein bisschen pusht. Aber erstens bin ich also es ist wirklich nicht mein Gebiet. Ja. Und ich bin tendenziell skeptisch. Und man weiss auch viel zu wenig, finde ich, über also nachhaltige Wirkungen. Weil Microdosing nimmt man ja oft dann so in diesen Protokoll 3-mal pro Woche über mehrere Monate. Und dass das dann etwas auch strukturell im Hirn verändert oder an der Synapse, das kann ich mir schon vorstellen. Oder ich glaube, es hat letztes Jahr ein Paper gegeben, wo auf Cardio, also aufs Herz. Also der 5-HT2B-Rezeptor bei der Herzklappe, kann sich glaube ich irgendwie andrucken. Dort hat es Medikamente gegeben, die man vom Markt nehmen musste, und es gibt gewisse Hinweise darauf, dass die Psychedelika ähnlich könnten wirken. Es ist einfach, ich glaube, dann eine Frage von der Menge. Aber das ist etwas, was noch wenig erforscht ist. Also da gibt es, glaube ich, schon gewisse Risiken. Ja, ich habe das Gefühl, also genau, was du gerade gesagt hast, ich habe das Gefühl, dafür, dass man so wenig darüber weiss, gibt es schon relativ selbstbewusste Stimmen in diesem Bereich. Aber ich kenne auch Leute, die sagen, hey, Microdosing ist halt eine Möglichkeit, um Psychedelika salonfähig zu machen und das enttabuisieren, und da kann man dann darüber reden. Ja, ich weiss nicht, ich bin nicht so informiert über diesen Aspekt. Ja, sehen wir, was da die Zukunft bringt. Was wir jetzt noch gar nicht angeschaut haben, ist so wirklich der therapeutische Einsatz. Also jetzt sind wir wirklich mehr eigentlich bei so von Gesunden gewesen, wo das nehmen im Meditationskontext. Und du hast gezeigt, bei der geschichtlichen Entwicklung, es hat in den 50er und 60er Jahren eigentlich recht ziemlich vielversprechende Studien gegeben in verschiedenen Gebieten. Wo stehen wir denn jetzt mit dem therapeutischen Einsatz? Du bist eine von den wenigen Psychotherapeutinnen, die das eben zusammen mit ärztlicher Begleitung einsetzen in der Therapie. Also dürfen, ich meine, das sind einfach Ärztinnen können die Ausnahmebewilligungen beantragen und dann können die in dem Sinn zusammenarbeiten, mit wem sie wollen. Und ich habe das Glück, dass ich Kollegen habe, mit denen ich das machen kann. Aber ich glaube, die Ausnahmebewilligungen überzukommen, ist nicht ganz einfach. Also bei Depression muss, glaube ich, behandlungsresistent sein. Das heisst, irgendwie muss schon x Sachen ausprobiert haben. Ja, also grundsätzlich ist es sogenannt nicht First-Line-Treatment. Also es ist nicht eine Behandlung erster Wahl, sondern es ist eine Ausnahmebehandlung, die man machen kann, wenn andere Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Und wenn man guten Grund hat anzunehmen, dass die Substanzen bei diesen Patientinnen und Patienten eine Besserung herbeiführen oder zu mehr Lebensqualität beitragen. Und wieso ist das so? Also wenn man sieht, in diesen Studien zum Teil, dass auch klassische SSRIs, also klassische Antidepressiva, zum Teil nur 20-30% Wirkung haben. Also auch nicht jetzt irgendwie
einfach super sind. Mhm. Wieso kommt das erst also wieso sind die Hürden so hoch? Ist das einfach noch historisch bedingt? Hm, jein, also ich meine, das sind einfach Substanzen, die noch nicht durch den Medikamentenzulassungsprozess gegangen sind. Mhm. Also zum das Medi auf den Markt zu bringen, ich meine, die Bedingungen haben sich natürlich verschärft. Es sind heutzutage Medis auf dem Markt, wo man auch sagt, ja, die würden heute nicht mehr den Zulassungsprozess schaffen, das gibt's offenbar. Aber da muss man relativ viel Studien machen und, ähm, also Safety-Daten bringen, Toxicity-Daten, also Toxizitätsdaten bringen. Man muss zeigen, dass es wirkt in Patienten und Patientinnen, und das ist relativ aufwendig. Es ist wahnsinnig teuer. Also wir reden von mehreren 100 Millionen, die es braucht, um all diese Phasen von Studien Aber durchzuführen. wenn es kein Patent mehr gibt, ist es dann einfach auch nicht wahnsinnig lukrativ, oder? Ja, also Patentgeschichte ist so eine Sache. Ich meine, man kann verschiedene Sachen patentieren. Man kann Syntheseschritt patentieren oder Verabreichungsformen patentieren. Das wird auch gemacht. Aber es ist tendenziell riskant, weil eben also Pharmaforschung oder Pharmaentwicklung ist relativ riskant. Und bei den Psychedelika, du musst ja nicht nur, also ich glaube, in den USA musst du zeigen, dass es besser wirkt als Placebo. Und dann kannst du irgendeinen Preis anbieten. Und bei uns muss man zeigen, also ich weiss nicht genau, wie es in der Schweiz ist, aber EU hast quasi den Zulassungsprozess durch die EMA, dass das Medikament eben wirkt und so. Und für die Preisgestaltung musst du dann aber auch zeigen, dass es so und so viel besser wirkt als die vorhandenen Treatments. Und das ist relativ aufwendig, wenn man vor allem bei Sachen, wo man schon relativ viele Treatments hat. Also es gibt ja auch für viele Störungen oder Probleme Behandlungsmöglichkeiten. Und ich meine, die Effektstärke von der Studie, die wir haben, die ersten sind wahnsinnig hoch gewesen, aber man wird auch realistischer mit der Zeit. Rein statistisch werden die Effektstärken abnehmen. Warum? Es gibt statistische Gründe und einfach auch, je grösser die Studien sind, je grösser Populationen sind, desto mehr wird das irgendwie realistisch sein. Und es gibt ja auch den Effekt von den Therapeutinnen und Therapeuten, wo, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist, und vom Aufwand, den man macht, um die Patientinnen und Patienten gut zu begleiten. Und auch Patientenselektion, also wenn man das einfach streut, in der klinischen Population von Patientinnen und Patienten, dann sieht das anders aus wie in Studien, wo man eine ganz rigorose Selektion macht, keine Komorbiditäten und Ich meine, unsere Alltagspraxis sieht anders aus. Also, es ist nicht ganz trivial. Also, und das müssen wir eben machen. Medikamentenzulassung, da gibt es ein paar Firmen, die dran sind. Und bis man das hat, ist es halt nicht ein zugelassenes Medikament. Und darum ist es nicht, es sind immer noch verbotene Substanzen, auch wenn man eine Ausnahmebewilligung bekommt, um die verbotene Substanz in Einzelfällen anzuwenden. Mhm. Und dass man eine verbotene Substanz in einem Einzelfall nicht als erste Behandlungsoption anbietet, ist in dem Sinne auch verständlich. Das kann ja dann dazu führen, dass man sich die Substanzen quasi auf dem Schwarzmarkt beschafft und selber nimmt, wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, ich komme nicht an jemanden ran, der das verabreichen darf, oder ich müsste doch noch irgendwie anders probieren. Was ja vielleicht dann auch nicht ganz unproblematisch ist, weil es ist ja, so wie ich es verstehe, schon nicht nur die Substanzeinnahme, sondern es ist auch noch die Therapie. Ist nicht Ja. nur, man kommt mal und nimmt Substanz und dann ist irgendwie das Leben wieder gut, Ja. oder? Kannst du vielleicht ein bisschen sagen, wie so ein Ablauf oder was es sonst noch braucht? Ja, ich glaube, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu dieser ganzen Zulassungsgeschichte. Ich meine, wir reden da natürlich von Pharmaentwicklung, die sich auf die Medikamente quasi konzentriert. Und in der psychedelika-assistierten Therapie haben wir ja eine Kombination von einer pharmakologischen Behandlung, und ziemlich sicher spielt Psychotherapie auch eine Rolle. Das wird momentan auch debattiert. Es gibt Leute, die sagen, braucht es nicht. Ich glaube, es kommt auf Patienten darauf an, ob es braucht oder nicht. Aber die
die ganze Denkweise ist eine andere in der Psychotherapie. Es ist wie komplexer und ich glaube, wenn man die Komplexität könnte abbilden, könnte man schon zeigen, dass es eine potente Option ist. Aber aus einer reinen Pharma-Biomedizin-Perspektive ist es viel schwieriger, das zu zeigen. Okay, und wie das abläuft, also klassischerweise die ersten Behandlungen sind so gewesen, dass eine Patientin in der Therapie hat. Sind ja die ersten paar Jahre ist das eine Handvoll Therapeuten gewesen. Und dann hat man das Gefühl, die könnten von dem profitieren. Ein Antrag wird gestellt und die haben die laufende Psychotherapie und dann zwischendurch so eine Substanzerfahrung. Und das ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, das klassische Modell. Und dann hat sich das aber über die letzten Jahre ein bisschen verändert, weil so ein Boom kam ist. Und natürlich sehr viel mehr Patienten als Therapeuten. Und dann hat es wie Zuweisungen gegeben, wo man dann Patienten nicht mehr bei sich in laufender Therapie hat. Was teilweise auch ein bisschen problematisch ist, weil man dann teilweise auch Sachen verpasst. Mhm. Und dann, ja, die Idee ist eigentlich schon, dass die in einer laufenden Therapie sind und ab und zu gibt es so eine Substanzsitzung mit Vor- und Nachbereitung. Und bei was für Erkrankungen oder Krankheitsbilder werden im Moment Psychedelika primär eingesetzt bei uns? Bei uns in der Schweiz, also es ist in dem Sinn so, dass es hauptsächlich für die Indikation ist, für die es am meisten Studien gibt. Das wäre Depressionen, PTBS, Sucht und Angststörungen. Und PTBS ist posttraumatische Belastungsstörung. Ja. Genau. Das ist so ein bisschen das, wofür die Evidenz am stärksten ist. Aber wenn man jetzt Studien kann zeigen, die bei einer anderen Indikation gut ausgesehen haben, und man hat Patienten, wo man das Gefühl hat, das würde taugen, dann kann man das auch. Also man muss einfach den Antrag gut begründen und dann prüfen die alle Unterlagen und entscheiden, ob das dem entspricht. Du machst ja auch noch, oder leitest auch noch holotropes Atmen. Und das ist ja noch interessant, das ist ja mindestens unter anderem von Stanislav Grof entwickelt worden. Wo er, glaube ich, müssen aufhören mit Psychedelika zu arbeiten, hat er irgendwie gesucht, was könnte man sonst noch machen. Ja. Und das habe ich noch nie gemacht, das muss ich unbedingt mal machen, weil ich habe mal ein Wochenende so andere Atem-Sessions gemacht, die nicht gleich intensiv waren, aber so Kreisatmung, wo man dann auch sehr lang schnauft, sehr intensiv schnauft. Und die Zustände sind schon sehr interessant, wo man dann reinkommt. Auf jeden Fall. Ja, wie setzt du das irgendwie auch in der Therapie oder ist das irgendwie getrennt und eher auf einem Selbsterfahrungsding? Und was sind deine Erfahrungen mit holotropem Atmen versus oder nebst oder in Ergänzung zur Psychedelika? Ja, also genau, du hast es ein bisschen angesprochen. Ich mache das hauptsächlich also mit einer Kollegin zusammen eher so Selbsterfahrungs. Das sind so Retreats, die man dann anbietet. Jetzt in dem Sinne nicht mit einem therapeutischen Anspruch, sondern für Leute, die interessiert sind an Selbsterfahrung und an diesen Bewusstseinszustand. Und klar ist es dann gut begleitet, aber ich habe da keinen therapeutischen Anspruch in dem Sinn. Obwohl es teilweise dann schon auch intensive Prozesse sind, die wir entsprechend begleiten. Aber wir sind dann nicht, wir sind Begleiter und jetzt nicht psychotherapeutisch primär. Aber klar, meine Atemtechniken oder Atemübungen, das verwende ich auch in der Psychotherapie. Ich meine, nur schon Parasympathikus aktivieren, da gibt es Atemtechniken, das gibt es ja auch aus dem Pranayama. Und das ist ja auch spannend. Also in den 50er, 60er Jahren in Europa war ja eher Psychoanalyse vorherrschend gewesen. Entsprechend hat man auch Psychedelika eher im psychoanalytischen Kontext verwendet, mit diesen Ideen. Und in Nordamerika, da hat es zum Beispiel Esalen gegeben und da ist es eher um so die Peak Experiences gegangen und auch mit dem Einfluss von den fernöstlichen Traditionen. Und dann haben die dort experimentiert, eben mit Substanzen, aber eben Pranayama und all das. Also im Yoga gibt es ja auch seit und je Atem oder im Tantra. Und das hat man dort so experimentiert. Und dann ist LSD verboten worden und die haben dann das holotrope Atmen daraus entwickelt, aus diesen Experimentierfeldern. Also manchmal bin ich ein bisschen traurig, habe ich das nicht erlebt. Sicher Freak, aber sicher auch sehr spannend. So, das ist vielleicht so ein bisschen ein Unterschied Nordamerika und Europa.
Ja. Und wenn man so die Wirkung anschaut, also wenn man jetzt das vergleicht mit Psychedelika, kommt man in geistig ähnliche Zustände und kann man vielleicht sogar körperlich irgendwie auch die gleichen Substanzen, also nein, alle gleichen Substanzen wahrscheinlich nicht, aber er reagiert irgendwie, was auch nicht, das Nervensystem ähnlich auf Psychedelika, wie wenn man irgend so ein intensives Atmen betreibt, oder ist das ganz etwas anderes? Also es ist schon physiologisch etwas anderes. Was vielleicht ein bisschen ähnlich ist, ist die Sympathikusaktivierung, was es bei beiden gibt. Aber es ist in dem Sinn schon ein bisschen etwas anderes. Obwohl es auch Parallelen gibt, also so das Prozesshafte. Ich meine, auch im Atmen gibt es sehr eine grosse Bandbreite an möglichen Prozessen. Ich glaube, es kommt ein bisschen öfter vor im Atmen als im Psychedelischen, dass die Leute mehr körperliche Prozesse haben. Oft ist es ein bisschen mehr expressiv, auch körperlich, aber ja, ich meine, ich habe auch Leute erlebt, die im Atmen wirklich sehr tiefe Zustände hatten, wo sie an psychedelische Gipfelzustände erinnert haben. Also ja, Ähnlichkeit, aber irgendwie dann doch auch Aber die Unterschiede. Funktionsweise ist schon ganz eine andere. Ja, also man hat ja beim holotropen Atmen, physiologisch ist es in dem Sinn Hyperventilation, man hat eine Vasokonstriktion, man hat eine Verschiebung vom pH-Wert. Ähm, Also tut er viel Sauerstoff im Blut dann, oder? ja, genau, es gibt wie so eine Verschiebung und auch eine Gefäßveränderung, also Konstriktion, wie sagt man? Wenn sich zusammenzieht. Ja, genau, also es ist recht interessant, es gibt so, ich muss es noch mal genau nachschauen, also man hat quasi wie mehr Sauerstoff und dadurch verengt sich dann Blutgefäß und dadurch gibt es dann aber wieder ein bisschen weniger Sauerstoff. Also es ist so ein indirekter. Ja, und das ist auch kein Problem, wenn man gut gescreent ist. Mhm. Also wie bei Psychedelika muss man die Leute auch ein bisschen screenen. In Bezug auf gesundheitliche oder auf psychische Sachen jetzt da? Gesundheitlich, also somatisch auf jeden Fall und klar auch psychisch, je nachdem. Eben dadurch, dass wir sagen, das ist ein Selbsterfahrungssetting, können wir nicht das Gefäß bieten, wo jemand bräuchte, der das jetzt als Therapie Mhm. machen Mhm. es ist sehr spannend. Ich meine, so wie Psychedelika unterschiedlich können wirken, kann auch so Holotrope Atmen unterschiedlich wirken. Mhm. Es ist auf jeden Fall spannend, was so möglich ist. Also ich finde, einerseits habe ich schon auch so das Therapeutische in mir, aber dann schon auch den wissenschaftlichen oder Forschungsgeist, der es einfach auch spannend findet und interessant und wo ich neugierig bin, was da alles möglich ist und wie funktioniert das, was passiert da. Und beim holotropen Atmen, ähnlich wie mit der Psychedelika, spielt das Setting eine klare Rolle. Also so wie der Stan das entwickelt hat, ist es auch ein Gruppensetting. Die Musik ist auch sehr relevant, ist anders als bei Psychedelika, hat einen bestimmten Aufbau. Man schafft in Dyaden, also man hat auch so die Dyaden innerhalb von der Also das Gesamtgruppe. Zweite. Genau. Und es tut sich quasi gegenseitig sitten und dann wechseln. Ich finde, das Setting an sich ist schon sehr spannend. Es hat ein paar Qualitäten, die noch clever sind, wenn man sich das ein bisschen gruppendynamisch genauer anschaut. Und heutzutage gibt es natürlich alles Mögliche an Atmen, wo angeboten wird. Breathwork kannst du ja überall Mhm. machen. Und da, ich denke, gibt es wahnsinnige Unterschiede bezüglich dem Hintergrund, den die Leute mitbringen, der Ausbildung, aber auch der Art und Weise, was man da macht. Mhm. So, vielleicht haben wir richtig Schluss gemacht, was mich noch wundernimmt. Bei vielen Drogen ist es so, dass die bei Frauen und Männern ein bisschen anders wirken. Was ist da deine Erfahrung bei Psychedelika? Gibt es da auch Unterschied? Oder kann man das von außen nicht so feststellen? Man müsste es wirklich erforschen. Und falls ja, gibt es die Forschung? Ja, ich glaube, bist dort gewesen, wo ich mich mal darüber aufgeregt habe, dass wir so wenig darüber wissen. Es gibt eine sogenannte Gender Data Gap überall, aber auch in der Medizin und in der pharmakologischen Forschung und in der Psychedelika auch. Also wir wissen schrecklich wenig darüber, wenn man sich die Studienlage anschaut. Es ist wirklich ein bisschen Wüste. Also ähm,
Ja, es gibt ein paar in dem Sinne anekdotische Sachen oder epidemiologische Daten, wo man kann daraus schliessen, dass die Frauen tendenziell weniger profitieren von Psychedelika und mehr Nebenwirkungen haben. Aber inwiefern das jetzt korrigiert ist für Settingfaktoren oder wer sie begleitet hat oder was sie sonst noch für Umstände haben. Mhm. Also inwiefern da soziologische Aspekte mitspielen. Das ist nicht ganz klar. Es gibt eine Studie, die hat gezeigt, dass quasi der Bildungshintergrund bei Frauen eine größere Rolle spielt in Bezug auf das, wie sie reagieren auf Psychedelika. Also Frauen mit schlechterer Bildung haben mehr schädliche Wirkungen. Und bei Männern ist das nicht der Und Fall. bei Männern gibt es ein bisschen den Zusammenhang, aber ein bisschen weniger ausprägt. Also ich denke, das ist ein riesen Thema, das soziologisch ist und biologisch und psychologisch. Und auch da eben eine riesige Forschungslücke Eine eigentlich. riesige Forschungslücke und ich glaube auch, es kommt vielleicht auch ein bisschen aufs Setting drauf an. Also es gibt ja schon im Bereich der Psychedelika schon auch viele Frauen, aber jetzt vielleicht mehr im alternativen Bereich. Und ich glaube, es spielt einfach auch eine Rolle, wo du unterwegs bist, von wem du begleitet wirst, wie du gehört wirst. Und ich meine, das ist sowieso auch ein Thema in den Wissenschaften, dass man als Frau mehr muss arbeiten muss, um auf den gleichen Publikationen zu landen. Also welche Narrative werden wiedererzählt. Also es ist ein Thema, das weit über das spezifische Psychedelika-Thema hinausgeht. Wir sind also auch so ein bisschen dort hergekommen, im Geschichtlichen, woher kommen die Psychedelika und wer verabreicht die? Wie ist denn dort? Also gibt es gleich viele Schamaninnen wie Schamanen oder ist auch das irgendwie sehr männlich dominiert? Es kommt auf die Kultur drauf an. Also es gibt schon patriarchale indigene Strukturen, Kulturen, wo das klar die Männer sind. Was ich sehr spannend gefunden habe, 2016 oder 2017 bin ich in Brasilien an einer Konferenz, Ayahuasca-Konferenz. Und dort sind so die Spannungen spürbar gewesen zwischen den westlichen Forschern und den indigenen Stämmen und dann denen, die das eben christlich, spirituell, religiös anwenden. Das ist sehr spürbar gewesen. Und dann bin ich in einem Raum gsi, wo von den Indigenen quasi gestaltet war, das Programm. Und dann hat es dort so ein Part gegeben, wo Frauen aus diesen indigenen Stämmen darüber geredet haben, mit welchen Themen sie konfrontiert sind, in ihrem Stamm und so. Dann habe ich plötzlich gemerkt, krass, jetzt geht es nicht mehr die Indigenen versus die Wissenschaftler, sondern jetzt sind es Mann-Frau-Themen und dort sind wir gleich. Also die haben ähnliche Themen, wie wir da haben. Also das ist auch spannend gewesen. Und klar ist das natürlich nowadays, das hat sich sicher auch entwickelt. Es gibt auch matriarchale Kulturen. Ich meine, Maria Sabina ist eine sehr bekannte Curandera aus Mexiko. Die hat ja auch die Wassens eingeführt in den Psilocybin-Kult. Und es ist so, dass natürlich historisch vor allem Männer geschrieben haben. Aber wenn man sich es genauer anschaut, sind es oft dann ihre Ehefrauen gewesen, die Patienten begleitet haben. Also, genau, wer schreibt das Narrativ, wer wird sichtbar? Und es gibt natürlich ein paar bekannte Figuren auch. Betty Eisner ist bekannt gewesen, die hat auch geschrieben. Anne Scholgin, Partnerin von Sascha Alexander Scholgin. Er ist einer, der ganz Haufen Substanzen synthetisiert hat und entwickelt hat. Genau, und sie ist so therapeutisch auch unterwegs gewesen, aber auch es gibt auch viele Männer, die geschrieben haben und die dann die Frauen Therapie gemacht haben. Oft haben die halt auch nicht einen akademischen Abschluss gehabt. Und sind darum weniger sichtbar gewesen. Und ich denke, die Themen haben wir heute noch immer und sie sind aber vielleicht sich ein bisschen verändern. Also heute kann man als Frau durchaus doktorieren und schreiben. Aber es gibt auf jeden Fall noch Ungleichheiten, auch wer das Narrativ nachher bestimmt. Ich meine, auf der höheren Ebene, der akademischen Leiter, sind es immer noch mehr Männer als Frauen. Woran liegt das? Nicht daran, dass wir Frauen weniger interessiert sind. Aber das geht ja darüber hinaus. Über das Psychedelika-Thema.
Aber wenn wir vielleicht jetzt bei den Psychedelika noch so ein bisschen in die Zukunft schauen, was wünschst du dir so für die Zukunft von der Psychedelika in Bezug auf Meditation, auf Therapie oder auch auf der, wie hast du Party ausgesagt, oder am Freizeit. hedonistischen? Ja, ich meine, klar bin ich Psychotherapeutin und Forscherin. Von dem her ist das, was mich jetzt am meisten interessiert. Ich wünsche mir einen einfachen Zugang für Patientinnen und Patienten, zahlbare Bedingungen. Also ich wünsche mir, dass der Zugang erleichtert wird, dass die Studien vielleicht auch mehr der Realität entsprechen, dass man da vielleicht auch Sachen umdenkt, mehr interdisziplinär arbeitet und auch denkt, also von den Methoden, von den Ansätzen, dass man das irgendwie ein bisschen Horizont erweitert, dass man Patientenperspektiven mit einbezieht, was ja eigentlich schon ein Teil von der Evidence-Based Medicine ist, aber ich finde, es wird dann doch oft ein bisschen zu wenig berücksichtigt. Ja, für die Forschung, ich habe eine ganze Liste mit Themen, die mich interessieren zum Studium machen. Klar, also denke ich, es wäre auch wichtig oder spannend, sich über die klinische Anwendung hinaus Gedanken zu machen, was haben Psychedelika oder überhaupt veränderte Bewusstseinszustand für einen Platz in der Gesellschaft. Ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber es interessiert mich, weil ich denke, Menschen haben schon immer sich mit existenziellen Themen auseinandergesetzt, haben schon immer die ein oder andere Fragen gestellt und Sinnsuche schon immer das Thema gewesen. Ich denke, Raves sind ein gutes Beispiel für Community und gemeinsame Ekstase. Das ist ja auch ein Bedürfnis. Da wünsche ich mir Harm Reduction und gute Aufklärung, dass man die Leute auffängt, denen es nicht gut tut und dass man irgendwie mündige Bürger und Bürgerinnen, die ihr Leben einigermaßen im Griff haben, ja, auch das machen lässt, was ihnen gut tut. So. Also Harm Reduction, Aufklärung, Forschung, Interdisziplinarität, Patientinnenperspektive, Zugänglichkeit, Finanzierbarkeit und so weiter. Es wird nicht langweilig, so wie es tönt. Nein. Wenn jetzt jemand, der zugelassen hat, mehr über deine Arbeit wissen will, oder auch ganz allgemein, gibt es Quellen, wo man dich findet? Möchtest du irgendwie eine Website platzieren oder eine Publikation auf eine Publikation besonders hinweisen? Oder auch auf irgendetwas von jemand anderem, wenn du sagst, das müssen wir unbedingt anschauen? Ja, es gibt natürlich viele gute Bücher, die irgendwie lesenswert sind und einfach verständlich. Wer etwas will, im akademischen Papers, ich meine, wir haben schon ein paar coole Publikationen, also wo wir die Hype-Thematik adressieren oder das Ganze mit der Meditation. Hey, man kann meine Webseite anschauen und dort ist eigentlich das meiste verlinkt. Und die heisst? Gute Frage. Psycho-Therapie-Eicher.ch. Ich tue sie auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Ja, ich bin nicht so gut mit Promotion und so Zeug. Aber danke vielmals. Ja, ich denke, und sonst einfach schreiben. Ich versuche zu antworten. Man darf mir auch noch mal ein Erinnerungsmail schreiben, wenn ich mal nicht antworte. Genau. Ja, danke fürs Gespräch. Hey, ich danke dir, es war sehr spannend und ich glaube, wir können überall noch viel tiefer eintauchen, aber mal so ein erster Einblick war super. Danke vielmals. Ja, cool, spannend. Dankeschön und danke fürs Zuhören. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von mir, Lukas Wittmer. Ich freue mich über deine Rückmeldungen, Gedanken zu dieser Folge oder auch Vorschläge für spannende GesprächspartnerInnen. Ich hoffe, du hast aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen und wünsche dir ganz eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.